Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taktik Fox. Ja, Leute, meine Aufstellung gegen den ersten FC Saarbrücken für die zweite DFB-Pokalrunde. Mit dem Hinblick, dass wir am Samstag gegen den BVB spielen um 18:30 Uhr. Ja, es steht ja noch nicht ganz fest, ob das Spiel stattfindet. Wird ja nochmal eine Platzbegehung gemacht und so weiter und so fort. Sei mal dahingestellt, wir gucken uns an, wie ich aufstellen würde. Gut, Manuel Neuer im Tor ist für mich ganz klar. Wie gesagt, der hat jetzt ein Spiel gehabt, der braucht jetzt auch ein bisschen die Spielpraxis. Und da wäre es dumm, jetzt einen Peretz reinzubringen oder einen Ulle, wenn man dann gegen Dortmund spielt. Tut jedes Spiel, was der Neuer jetzt vorher nochmal bekommt, ihm gut. Gut, ansonsten die Innenverteidigung stellt sich mal wieder von alleine auf, weil Upa noch nicht so weit ist. Haben wir auf der Pressekonferenz gerade erfahren. Ja, wo ist er? Ach, da steht er wieder als Kim hier drin. Ich suche immer Minjay und finde ihn noch nicht. Opa war wieder im Mannschaftstraining dabei, aber ein Spiel kommt noch zu früh. Dasselbe für den Guerrero. Von daher haben wir auch auf links. Ja, gut, wir hätten die Alternative. Ja, können wir eigentlich auch machen, ne? Komm. Ich würde einen Kretzig bringen. Warum nicht? Hat er sich mal verdient, der Junge, denke ich. Hat er bisher gute Leistungen gebracht. Und nochmal, wir reden über den ersten FC Saarbrücken. Er soll jetzt gar nicht irgendwie abwerten gegen ersten FC Saarbrücken sein. Aber ich denke, ein Kretzig sollte schon die Qualität haben, gegen einen Drittligisten mithalten zu können. Ja? Und das kann er dann einfach mal zeigen, ob dem so ist. Ne? Ja, rechte Seite, ja, leider alternativlos. Wir könnten über einen Saar nachdenken, könnten wir auch machen, ja. Aber wenn wir das Spiel gegen Dortmund im Hinterkopf haben, ich denke, Mats Raui, so wie ich ihn einschätze, braucht auch ein bisschen das Vertrauen, ähnlich wie es beim Sané ist, und ein bisschen mal die Spielpraxis, ich glaube. Deswegen würde ich Mats Raui bringen, ja, dass er sich ein bisschen einspielen kann. So, defensives Mittelfeld, brauchen wir nicht drum herum reden, wird bei mir in Pavlovic spielen. Ja, weil er für mich in Dortmund auch auflaufen würde. Auch wenn Leon soweit ist und Leon spielen kann, würde bei mir ein Pavlovic auflaufen. Bei mir würde ja ein Leimer auflaufen. Warum? Ja, ich habe einen Leimer die letzten Wochen auch nicht stark gesehen. Und natürlich könnte man sagen, ich bringe lieber einen Goretzka im Hinblick auf Dortmund, dass sich ein Goretzka mit dem Pavlovic einspielt. Erstens, ja, selbst wenn Goretzka mit der Schiene klarkommt, hast du immer ein gewisses Restrisiko und ich weiß nicht, ob man sich in jeden Zweikampf so reinballert, möchte ich ihm gar nicht vorwerfen. Ich traue ihm das schon zu, dass er das machen würde. Aber ich denke, ein Leimer als Pressingmaschine ist, glaube ich, auch gegen Dortmund sinniger wie ein Goretzka. Warum? Weil, wenn wir jetzt schon auf Dortmund sehen, gegen Dortmund würde ich Musiala aufstellen von Anfang an. Ja, auch wieder aus einer etwas tieferen Position. So, dass Leimer jetzt gar nicht der große Spielgestalter sein muss. Pavlovic haben wir gesehen in der Vorbereitung, kann die Bälle verteilen. Da sehe ich gar keine Probleme. Leimer würde ich halt echt als Pressingmaschine mit auf den Platz nehmen. Ne? Da sehe ich ihn halt einfach besser von den Stärken her wie ein Goretzka. Goretzka hat diese Fähigkeiten nicht. Goretzka hat andere Fähigkeiten nach vorne hin. Vielleicht auch ein bisschen in der Defensive ein bisschen stärkeren Zweikampf zu haben wie ein Leimer. Ja, das stimmt schon. Aber dafür haben wir den Pavlovic noch auf dem Platz. Ne? Gut. Aber wir sind ja erstmal beim FC Saarbrücken. Aber man muss das so ein bisschen mit einfließen lassen. Denke ich, macht schon Sinn. Gut, da wir gegen Saarbrücken spielen, Tuchel hat schon angedeutet, würde bei mir ein Tell spielen. Wir haben auch gehört, ein Harry Kane braucht die Spiel. Fitness ist auch die Versicherung für uns da vorne. Ich würde einen Harry Kane auf jeden Fall anfangen lassen. Fairerweise würde ich sagen, wenn es gut läuft und so weiter, würde ich einen Harry Kane nach 60 Minuten rausnehmen. Ja, dann kriegt er ein bisschen Schonung und dann ist der Drops für ihn gelutscht. Des Weiteren würde ich Musiala ein bisschen Pause gönnen. Na, ich würde einen Müller bringen. Zack. So, und auf der rechten Seite würde ich einen Sané bringen. Ich würde einen Coman mal draußen lassen.
kann ein bisschen Päuschen haben und wird dann das natürlich vorher absprechen und wird sagen, Sané eine Halbzeit, Coman eine Halbzeit. Das wäre meine Vorgehensweise. Ich denke, damit sollten die Jungs auch klarkommen. Dann haben beide nochmal ein bisschen Spielpraxis vor Dortmund. Haben beide aber auch nicht so eine super hohe Belastung. Das wäre so mein Way to go. Und ja, ich denke, damit wird man gut fahren. Wie gesagt, Harry Kane würde ich auch so ab der 60. Schmeiß halt einen Schuppo rein und gut ist, ja. Dasselbe kannst du mit Musiala machen. Ich würde den auch nicht ganz draußen lassen. Je nach Spielverlauf kannst du ihn früher oder später bringen. Ich denke, Müller, ja gut, gegen Drittligisten sollte Müller auch mal 90 Minuten durch können. Aber ansonsten würde ich auch sagen, so die letzte halbe Stunde will ich den Musiala nochmal bringen. Einfach, dass er nochmal ein bisschen auch im Rhythmus bleibt. Ja, wir hätten jetzt auch andersrum machen können, mit Musiala anfangen. Nee, ich denke, Müller tut das mal ganz gut, dass er mal wieder in der Startelf steht. Und wer weiß, vielleicht brauchen wir den Müller gegen Dortmund. Ja, weil Müller halt einfach auch ein Spieler ist, der Räume findet, wo keine Räume sind. Und einfach ein bisschen unkonventioneller agiert. Ja, das wäre meine Startaufstellung. Wie gesagt, hier natürlich Coman als Alternative rein. Ja, wir haben für Müller haben wir natürlich Musiala. Ist ja gar kein Problem. Für Kretzig hätten wir einen Davis, aber ich denke, ein Davis wirkt für mich einfach überspielt. Vielleicht ist das ein Grund, ich weiß es nicht. Aber ich denke, es würde ihn einfach mal gut tun, dass er einfach mal eine Spielpause bekommt und einfach mal ein bisschen sich die ganze Chose von außen anguckt. Natürlich haben wir den Saar. Ich denke, gegen Drittligisten sollte das auch reichen, wenn er da aufläuft. Muss man halt auch gucken, müsste man absprechen mit Mazraoui, wie es Tuchel auch in der PK gesagt hat. Wie spielfit er ist, ob er Wehwehchen hat, oder ansonsten könnte man auch mit dem Saar starten. Ansonsten könnte man aber auch sagen, so nach 60 Minuten, komm hier, kommt der Saar rein. Nach 60 Minuten sollte das Ding durch sein. Hoffe ich zumindestens. Und dann kann man halt ein bisschen wechseln. Ja. Gnabry ist wieder mit im Team. Wir können also davon ausgehen, dass ein Gnabry noch reinkommen wird. Ob er für einen Tell dann kommt, weiß ich nicht. Ich mache ihn jetzt einfach nur mal als Alternative mit rein. Welche Alternativen wir halt haben. Für Kane haben wir noch einen Schuppo. Wobei Schuppo bisher echt unterirdisch war. Nach seinen Einwechslungen, leider Gottes. Joa. Und das ist, wie es aussieht. Wir haben noch einen Leon Goretzka. Ja, es ist wie ein Pokalspiel. Es ist ein Drittligist. Bedeutet, warum ich das auch hier so gemacht habe. Im Mittelfeld. Nicht nur im Hinblick auf Dortmund, sondern wir haben nochmal eine Alternative. Ja. Er hat es ganz gut gemacht, wie ich fand. Gegen Münster. Und wenn er kann, ja, warum nicht dann einen Innenverteidiger in der 60. Minute rausnehmen? Ob es ein De Ligt ist oder ein Kehm, wahrscheinlich eher ein Minjay. De Ligt braucht wahrscheinlich eher die Spielzeit, denke ich. Können das ja auch mal umstecken hier. Machen wir Goretzka hier hin. Ja. Das wäre so meine Sache. Und da müssen wir halt anfangen mit Feuer, ja. Ich denke, so Müller wird brennen, Tell wird brennen. Ich denke, Pavlovic hat die Chance verdient, Kretzig hat die Chance verdient. Und nochmal, wenn nicht im DFB-Pokal gegen Drittligisten, wann dann, Leute? Ja, na klar. Es ist ein Pokalspiel, das ist wie es Tuchel gesagt hat, unser Endspiel im Pokal. Hat auch vollkommen mit Recht. Aber man muss ja wohl wenigstens so viel Vertrauen in die Spieler haben, wie es ein Müller, wie es ein Tell ist, wie es auch ein Kretzig oder Pavlovic ist, dass sie gegen einen Drittligisten liefern können. Ja. Tuchel hat sich da hingesetzt, hat erzählt, er war schon auch gegen Mainz am Überlegen und dann war er jetzt auch gegen Darmstadt Überlegen, Tell zu bringen von Anfang an. Also gehe ich davon aus, auch dass unter Tuchel ein Tell anfangen wird. Ja, also steht für mich außer Frage. Und ansonsten vorne hast du einen Kane und Müller, einen Sané und einen Tell. Also da müssen wir nicht darüber reden, dass das irgendwie schlecht ist. Ja. Und auch Müller kann sich fallen lassen und den Ball ein bisschen holen, aber auch Leimer kann den Pass in die Tiefe, ja. In die Tiefe spielen, hat er oft genug gezeigt. Und ist die Pressingmaschine, die gleich Saarbrücken unter Druck setzen kann. Das sind die so auch nicht gewohnt. Von daher bin ich da guter Hoffnung. Ich denke, Pavlovic wird auch kein Problem haben, die Bälle zu verteilen. Also das sollte alles kein Thema sein. Genauso wie Kretzig das Niveau haben muss, gegen Drittligisten spielen zu können. Im Notfall auch Saar. Also wir haben Neuer hinten drin, der das alles nochmal ein bisschen besser koordiniert. Vielleicht auch ein bisschen nochmal eine andere Ausstrahlung hat. Also
müssen wir da nicht drum herum reden. Diese Aufstellung sollte locker gegen einen Drittligisten reichen. Auch wenn es ein Pokal ist, auch wenn es ein Pokal-Fight werden könnte, ist ja auch kein Problem. Dann hast du immer noch die Leute von der Bank. Ja, du hast dann immer noch einen Gnabry, einen Coman, einen Musiala draußen sitzen, was die Offensive anbelangt, mit einem Schupo dabei. Hast zur Not noch einen Goretzka, um nochmal einen Impuls zu geben, wenn du aus dem Mittelfeld nochmal was brauchst. Du hast nochmal einen Davies, falls du meinst, du brauchst jetzt nochmal speedmäßig was, kannst du sogar zur Not eine Position weiter vorne bringen. Kannst aber auch umstellen, könntest einen Davies dann für Leimer bringen, könntest den Kretzig auf die 8 stellen und den Davies auf links, wenn der Leimer nicht liefert. Und so weiter und so fort. Es ist ja nicht so, als wenn wir keine Alternativen haben, ja. Und ansonsten müssen wir unser Spiel durchdrücken. So, Punkt. Das ist ein Drittligist, das ist ein Pokalspiel. Wir müssen unser Spiel aufziehen und uns nicht nach dem Gegner richten. Ja. Wir sind der FC Bayern München. Wir haben uns nicht in einem Pokalspiel bei einem Drittligisten nach dem Gegner zu richten. So, Punkt. Fertig. Ja, kann man natürlich gucken, wo sind deren Stärken und so weiter. Kann das ein bisschen berücksichtigen, aber das ist auch das höchste der Gefühle. Ansonsten geht es darum, dass wir unser Spiel durchbringen und guckt euch die Offensivpower an, die da auf dem Platz steht. Ja. Alternativ kann man natürlich auch noch überlegen, je nachdem, wie Saarbrücken agiert, ja, wenn die so super sich hinten nur reinstellen oder sowas, kann man das Ganze natürlich auch noch völlig verschieben und man könnte sagen, hier, wir gehen hinten auf eine Dreierkette, ja. Wir spielen mit 2 Spitzen, ziehen den Kretzig einen nach vorne und stellen hinten auf eine Dreierkette um. Mazraoui hat das bewiesen, dass er auch einen Innenverteidiger zur Not spielen kann. Und dann stellen wir die beiden hier auf einer Höhe, ja, und den Müller dabei und spielen einfach eine Dreierkette hinten. Ja. Das sollte ja auch nicht das Problem sein. Natürlich müssen Kretzig und Sané dann ein bisschen auch mit nach hinten noch arbeiten, ja. Aber das ist natürlich auch noch eine Alternative, die wir dann im Spiel einfach nutzen können, wenn wir mit Tell und Kane spielen, ja. Und wie wir gesehen haben, ist Kane ja auch eher der Spieler, der sich mal fallen lässt und so weiter. Also ist auch eine super taktische Geschichte, ja, dass man vielleicht dann auch einfach mal im eigenen Ballbesitz, haben wir unterm Nagelsmann damals auch gemacht. Das erwarte ich auch von so einem Kader. Gerade dann auch gegen einen Drittligisten, sowas mal auszuprobieren. Dass man einfach ein bisschen variabel ist. Ja? Dass man vielleicht mal 20 Minuten im Spiel mal sagt, komm, wir stellen jetzt mal auf Dreierkette, agieren mal so. Wenn man sieht, dass wir mit der Viererkette und nur ein Stürmer vorne nicht so wirklich richtig durchkommen sollten, weil die sehr defensiv stehen. Ja, da muss man einfach mal ein bisschen verschieben. Ja, ist doch alles nicht das Problem. Da sollten die Spieler doch alle in der Lage zu sein. Von daher wäre das mal eine erste Elf mit ganz, ganz starken Wechseloptionen, die wir haben. Und nochmal, im Hinblick auf Dortmund würde ich Pavlovic und Leimer bevorzugen, weil ich einen Leimer gegen Dortmund von seinen Stärken auf der 8 stärker sehe wie ein Goretzka. Ja, ich weiß, wahrscheinlich ist die Überlegung gegen Dortmund eher Leimer und Goretzka spielen zu lassen und nicht einen Pavlovic. Aber wer weiß, vielleicht überrascht der Tuchel uns ja. Ja, gehen wir jetzt davon aus, wie die Aufstellung sein wird. Ich denke, die Aufstellung wird sehr wahrscheinlich so aussehen. Anstatt ein Kretzig wird natürlich ein Davies auflaufen. Ich denke, Musiala wird anfangen, obwohl wer weiß, vielleicht gibt er dem Müller das Spiel. Schwierig vorherzusehen. Ich denke, Sané wird auf jeden Fall spielen. Der braucht diese Streicheleinheiten. Ein Kane wird alleinige Spitze sein. Ich gehe schon davon aus, dass ein Tell spielt. Wobei auch ein Gnabry fit ist. I don't know. Schwer zu sagen. Vielleicht bringt er auch Tell um Gnabry. Vielleicht bringt er aber, entscheidet sich wieder gegen Tell. Man weiß es nicht. Es wird interessant zu sehen sein, wie er vorne aufstellt. Meine Aufstellung habt ihr gesehen. Wie immer, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr da irgendwie noch eine wilde Idee habt. Ja, und ansonsten hoffen wir, dass das Spiel stattfindet und wir ein gutes Spiel sehen. Und für mich persönlich sich in Pavlovic und Leimer schon mal ein bisschen einspielen. Ein bisschen abstimmen für Dortmund. Und ja. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Viel Spaß mit dem Spiel. Tschüssi.